Joggen mit eher etwas ruhigeren, kürzeren Bewegungsabläufen, um den Organismus langsam aufzuwärmen. Das gilt auch für das Pferd. Vor allen Dingen, wenn wir das Pferd nachher zu optimaler Losgelassenheit bringen wollen. Natürlich hat das Pferd von Natur aus auch die Fähigkeit, aus dem Stand loszurennen. Als Fluchttierpferd stehen dem Pferd unterschiedliche Energiebereitstellungssysteme zur Verfügung und das Fluchttierpferd muss eben auch in der Lage sein, aus dem Stand schnell wegzurennen. Aber wollen wir das Pferd dazu bringen, dass es in einem losgelassenen, ökonomischen Bewegungsablauf sich nachher mit dem Reiter bewegt, dann sollte man eher zunächst mal ruhig traben, um damit auch den Gliedmaßen Zeit genug zu geben, vor und zurück zu schwingen. Warum ist das so wichtig? Auch das hat jetzt mit der Natur des Pferdes zu tun, denn das Pferd trägt den Reiter mit einem Körperteil, oder der Reiter sitzt auf einem Körperbereich des Pferdes, wo eigentlich überhaupt gar keine Tragekonstruktion da ist. Der Rücken ist eigentlich von der Anatomie des Pferdes nicht zum Tragen von Gewicht geeignet. Das Pferd hat dort Bewegungsmuskeln. Es hat die Wirbelbrücke, die, sage ich jetzt ganz bewusst, eine Brücke ist und nicht eine Wirbelsäule wie beim menschlichen Körper, sondern eine Art Brücke. Und diese Brücke muss nun irgendwie